Thron, okay, alles klar. Die sagen, das ist so zum Beispiel verkehrt. Die sagen, Allah ist über den Thron. Da guck mal, was steht im Koran. Ar-Rahman al-Arsh istawa steht 7-mal im Koran. Al-Amintu man fi sama, seid ihr sicher vor dem, der über dem Himmel ist. Steht 2-mal im Koran. Im Koran steht, Yakhafuna Rabbum min fawqihim. Sie fürchten ihren Herrn, der über ihnen ist. Ta'rujul malaikatu wa ruhu ilayhi fi yawmin kana miqdaru 50,000 sana. Die Engel und der Geist steigen zu ihm auf in einem Tag, der wie 50.000 Jahre ist. Das gute Wort steigt von ihm ab, das gute Wort steigt auf. Okay, das war Koran. Weiter. Der Prophet, was aus dem Koran? Ne, die sagen ja auch alle. Das können wir nachher machen, damit wir erstmal bleiben. Der Prophet sagt, Sahih al-Bukhari sagt er, لما خلق الله الخلق كتب في كتابه وهو عنده فوق العرش. Als Allah die Schöpfung erschuf, schrieb er in sein Buch, das bei ihm über dem Thron ist. Der Prophet sagt, Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Hadith Sahih. Erbarmt euch den, der auf der Erde ist, so erbarmt euch der im Himmel, über dem Himmel ist. Der Prophet sagte zu einem Mensch, der sagt, er dient 7 Göttern, 6 auf der Erde, 1 über den Himmel, sagt er, lasst die 6, die auf der Erde sind, und dient dem einen, der im Himmel ist. Über dem Himmel ist. Der Prophet sagt, Hadith Nummer 537, Sahih Muslim, sagt er zu Jaria, Ain Allah, sie sagt, Fi Sama, über dem Himmel. Der Prophet sagt, wer bin ich? Anta Rasulullah. Er sagt, Fa'atikra fa'inna mu'mina. So lasse sie frei, sie ist eine Gläubige. Was wollen wir noch? Was wollen wir noch?